Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999. Wir sind zurück jetzt in Imola und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier dann wird auf dieser Strecke, weil das ist eben noch vor dem Umbau gewesen und es ist sehr, sehr schwierig zu fahren, die Strecke. Und ich bin noch nie darauf gefahren, es ist jetzt auch das erste Mal, wo ich da gerade drauf komme und fahre. Wir schauen jetzt aber noch schnell kurz rein, wer hat eigentlich am echten Grand Prix 1999 gewonnen. Und zwar, das Rennen war am 2. Mai 1999. Gewonnen hat das der Michael Schumacher mit Ferrari. Danach der zweite ist der David Coulthard geworden im McLaren Mercedes. Und der Rubens Barrichello im Ford Stewart, also in dem Auto, wo wir hier jetzt hocken, ist Dritter geworden. Der Mika Häkkinen, der hat Pole Position geholt und Fastest Lap hat auch der Michael Schumacher geholt. Und meines Wissens war es da, wo der Mika Häkkinen einen Crash hatte. Und zwar... Nein, das war in Monza. Nein, das war da. Gerade eigentlich vor Start-Ziellinie hat er einen Crash gehabt, weil er dort auf den Körper kam und einen Snap-Over hatte und ist dann in die Wand reingedonnert dort. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich meine, es sei da gewesen. Es kann aber auch sein, dass es Monza war, aber ich habe gemeint, es sei da gewesen. Aber wir legen jetzt los. Ich bin, wie gesagt, noch nie hier gefahren. Darum, keine Ahnung, ich fetze jetzt mal relativ viel Aero drauf, weil ich glaube, ja, so eine Highspeed-Strecke ist es ja eigentlich nicht. Wir geben auch genug Sturz vorne drauf, dass wir den Karren ein bisschen um die Ecke werfen können. So. Und hinten mache ich ein bisschen gerade Reden, dass ich ein bisschen mehr Grip habe. So, ich laber einfach irgendetwas, ich habe eigentlich keine Ahnung. So, also, wir legen los. Wir fahren jetzt eine schnelle Runde. Die Sonne steht relativ tief, das stört mich ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt habe ich ein das Auto nicht vor mir, das ist ein bisschen doof. Oh. Kackt, aber ich kann jetzt den Schwung wieder mitnehmen. Ach, leck mich doch, ey. Das ist wirklich echt schwierig da. Vor allem dort drauf, ich muss ein bisschen auf die Gänge aufpassen. Ich darf nicht so oft ins Eis abschalten. Das ist eben neu, oder neu, das ist alt, aber mit dieser Schikane hier noch vor Start und Ziel. Da ist eben der Mika abgeflogen, habe ich gemeint, ist gecrashed. Ich war wieder im Eis gsi. Über ein Sieg. Ah, fuck, die zählt auch wieder nicht. So, let's go. Letzte Shot jetzt. Ich glaub's ja nicht. Ah, fuck, wirklich. Es ist so schwer. Ah, Mann. Das war P22. Fuck, Alter. Ja, wir gehen gerade ins Rennen. Es ist so schwer, es ist schon unglaublich. KI wird einfach am Start richtig langsam sein. Seht es schon. Die Strecke halt wirklich brutal lang ist. Oh, der Sauber ist schon richtig langsam.
Da vorne ist einer off-track gefahren. Oh, ich hab's genau gewusst. Der Senke wird sie rutschen noch. So, Mika Salo da, oder? Ja. Wow. Oi. Oi, der Salo. Oh, der Minardi auch da. Oh, Alter. Hätten wir einfach zweimal eins mit. Da vorne! Eine fett off-track gegangen. Williams. Oh! Heiliger Bimbam. Wow! Ich glaube, es hat einen rechten Quersteher gehabt. Crazy. Williams vorbei. Oh, ja, genau! Nimm mich doch als Wand. Also bitte, was ist jetzt das wieder gewesen? Komm, gang mal weg davon, ich komme nicht an dir vorbei. Oh, der bremst noch hure früh ab. Das ist der Villeneuve, hä? Ja. Ja, jetzt hat das Auto falsch positioniert gehabt. Wir können profitieren. Oh mein Gott, was bremst er sich so früh ab? Ey, sorry, also wer ist jetzt das gewesen? So Nardi, glaube ich. Ey, sorry, aber da habe ich jetzt wirklich nichts können. Wirklich keine Chance gehabt zum... Nein, das war Panis. Ey, sorry Panis, aber jetzt wirklich keine Chance gehabt zum Bremsen. Teammate vorbei. Rubens. Rubens macht keinen Scheiß, wir sind in einem Team. P10 gibt immer noch keine Punkte da, jetzt ist er P6 Punkte gegeben. Ach, die scheiß Kurve da, wirklich. Sonnenschaden so doof. Erkenne ich nie, wo die scheiß Bremspunkte sind. So, wir können gut aufholen. Es geht jetzt in die letzte Runde und wir sind vor dem letzten Pack. Hinter dem letzten Pack, so muss ich sagen. Da vorne sind, glaube nein, da vorne ist der Mika Häkkinen, wenn ich es richtig sehe. Genau, da haben wir einen Arrows vor uns, wenn ich es richtig auch sehe. Immer schwierig, weil das Licht so tief steht. Beide Benetton und Jordan. Und jetzt die letzte Runde. Jetzt einfach nicht abfliegen und vielleicht auch noch ein bisschen vorkommen. Und mal die erste gute Positionierung rausholen. Das wäre es vielleicht noch. Oh, Mika!
Ah, fuck. Ich will mal zu viel wählen. Ah, scheiße. 9. Ah, okay. Immerhin die beste Positionierung, die ich bis jetzt in diesem Let's Play rausgeholt habe. Doch immer recht viel Pech gehabt, aber jetzt habe ich im Qualifying Pech gehabt und dafür im Rennen ein bisschen mehr Glück. Bin gut vorgekommen. Ich glaube, es war auch nicht einmal so extrem langsam gewesen. Ich muss jetzt eben mal schauen, was eigentlich Bestzeit war. Was meine Bestzeit war. Also jetzt habe ich eine 1,31, 1,12 als letztes gehabt und die Bestzeit war eine 1,29. Okay. Wir schauen mal. 1,28, 0,33 und ich war bei 1,29,5. Okay, da kommen wir noch 1,5 Sekunden off. Eigentlich, also ist, ja, bin schon noch weiter weg. Aber ich habe auch viele Fehler immer gemacht. Also gerade zum Beispiel immer dort die zweite Schikane, die kam, also nach dem ersten Turn 1, 2, nachher Turn 3, 4, dort habe ich viele Fehler gemacht, da bin ich jetzt langsam durchgefahren. Aber da sehen wir zum Beispiel im Mittelsektor, bin ich doch recht gut bei der Musik gewesen. Aber das war es mit dem Wochenende hier in Imola. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und schaut gerne das nächste Mal wieder rein, dann geht es auf Monaco. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!